Ja, merci Herr Präsident, merci auch dem Weltring für das Interpellation. Zu einem Thema, liebe Kolleginnen und Kollegen, an Herr Minister, wo ich ganz d'accord bin, das wirklich ein wichtiges Thema ist. Also ich teile da total die Überzeugung, dass man über ein ganz zentrales Thema schwätzt. Das ist ein Thema, was man an der Umweltkommission schon unter dem einen oder anderen Aspekt schon direkt oder indirekt behandelt und haut kriegen wir laut Genedien in noch einer gefassten Form zusammenfassend dann zu diskutieren. Das ist ein Thema, was ich meine, also das Thema von der Wasserqualität nationaler Heim, also ein Thema, was oft unterschätzt wird oft vergisst, meine ich, an der ganzen Diskussion rund um Natur, Diversität, der Klima und wird oft international auch reduziert, ob die Frage von Wasserbesitz, Wasserkrischer, die auf uns durchkommen und so weiter und so fort. Das Thema Wasser, also auf ganz vielen Niveauen, am Moment enorm zentral, fand ich. An der Constat, den gemacht hat, Madame Welfring, den teile ich auch, an den teilen wir auch als Fraktion. Ich will just ein bisschen an Genre, wie dir das gemacht hat, mit du können ja auskommen, dass das so auch legitim ist. Der Constat, den gemacht hat, an den Stellen, den das, die Fakten sind ja eigentlich klar. Wir haben 0% Zielerreichung, was als Oberflächengewässer angeht, wir zwar schlechter, mäßiger, eine Mittelqualität, aber die richtig gut haben, also bei 0%, also okay Gewässer an dem Moment oder in dem Sinne in einem guten Zustand, an der EU-Verfahren lebt. Das will man überhaupt nicht relativieren, das sind die Fakten, mit denen man heute muss schaffen. Ich meine, dass das Problem nicht der fehlende Willen ist. Wir bewegen uns an einem Thema, das geprägt ist von einer enormer Komplexität und noch von Langfristigkeit von der Herausforderung. Was meine ich damit? Also Lotzesohn geht alles zu losgehen, also ein bisschen Englisch als nimmen, also als nicht die richtige Beschreibung von der Situation, weil wir geben dummer drei zentrale Realitäten ausgrenzen. Ich kenne aber durchaus den Credit, dass er die auch genannt hat. Mit einerseits die strukturelle Ausgangsposition zu Lützeburg, die ist aber schon speziell nur ganz Kleinfluss. Das heißt, wenn wir Schutzstoffe an also Flüsse haben, dann sind sie stark konzentriert, sie können sich nicht ausbreiten, mit einer hohen Bevölkerungsdichte, das heißt, wir haben mehr Aufwasser, was dann als ein Gewässerland, aber auch begrenzten Raum. Und dadurch natürlich die Nutzungskonflikte, die natürlich direkt oder indirekt angeschwart wird an der Interpellation, was Wasser angeht. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr schlecht natürlich Voraussetzungen bei dem heutigen Thema wie ganz viele andere Länder. Der Zweite, was ich auch dazu sagen, dass es gibt auch eine Zeitverzögerung von den Maßnahmen. Mit einer ganzen Reihe Belastungen, also Nitrate, Pestizidreduzierung, die brauchen aber mindestens 5 bis 10 Jahre, bis sie überhaupt feststellbar sind, bis sie überhaupt, also sind eine Verzögerung. Das heißt, politische Entscheidungen wirken noch nicht direkt, das bleibt also eine Zeit lang nach sichtbar, beziehungsweise hautrecht zu Zeiten ab, wo man vielleicht schon gemeint hat, wir hätten alles gemacht. Und da muss ich noch dabei sagen, wir haben mittlerweile aber mehr streng Moosmethode wie für drin, an sind mehr Schadstoffe moosbar, an ein Teil von der Verschlechterung leider und einer besseren Analyse. Was natürlich auch ein Vorteil ist, weil wir da besser wissen, wo wir da sind. Ich will das nicht relativieren, ich will da in den doten Kontext anwenden, weil ich meine, das ist aber wichtig, so viel, dass als Interpretation noch noch stimmt. Lützeburg aber schon eine ganze Reihe von massiven Maßnahmen umgesetzt. Also wir haben den dritten Bewirtschaftsplan, das ist von den größten Umweltprogrammen vom Land, an dir selber wisst ganz gut, weil die steht mal dem Ursprung von dem Bewirtschaftsplan sind 197 Maßnahmentypen mit 2300 konkreten Einzelmaßnahmen. Das ist also enorm, was man da präpariert und auf ein Dokument durchliest, da sind wir ja bei über 500 Seiten. Das immens breit angelöst wird alle Sektoren. Also es gibt keinen Stillstand in dem Sinne, mit einer systematischen Umsetzung. Das ist natürlich enorm breit. Und ich will hier eine Menge kurze Intervention, wenn wir über konkrete Maßnahmen schwätzen, die kurz auf 5 Kategorien andelen noch. Weil ich meine, dass doch da wichtig ist, gut zu unterscheiden, was für Kategorien wir eigentlich tun. Eine erste Kategorie ist natürlich den Haupthebel an der Thematik, nämlich Stoffwasser und Infrastruktur. Das Problem, einen hohen Druck durch Bevölkerung und durch Stoffwasser. Ich meine, wir hatten an den letzten 40 Jahren, da könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ungefähr eine Verdopplung von der Bevölkerung zu Lützeburg. Wir haben oft unklare Origine von Hochwasser durch Industrialverschmutzung. Die Maßnahmen, die man natürlich auch schon treffen und die auch können getroffen werden, das den Ausbau von den Kläranlagen und dummer durch die Anpassung und die Wurstung von der Bevölkerung. Das sind momentan Investitionen am 100 Millionen Bereich. Also ich weiß nicht, weil ich zu gewonnen, also natürlich ein Thema, was mich ganz besonders interessiert, den Ausbau von der Bergner Kläranlage noch Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadt Aschaffenroth können das
kopfnickend bestätigen, sind wir bei über 300 Millionen, ne? Genau. An inklusiv die Fairerklärstu. Also das ist schon groß, wenn man da machen. Da wird also ganz konkret investiert. Ein zweiter Bereich, eine zweite Kategorie, die natürlich die Zentralbelastung durchstellt, dann wird er doch zu Recht gesucht, ist natürlich Landwirtschaft und Nährstoffe, die damit verbunden sind. Also das Problem ist, Nitrate am Dünger, Phosphate durch Dünger, Klärernarren, Pestizide durch Spritze betreffen 101 von 106 Gewässer zu Lützeburg. Wobei ich muss so eine Berechnungsmethode ist aber one out, all out. Das heißt, also wenn von den Kriterien eben negativ ist, dann ist der ganze Fluss eben in dem, beziehungsweise Gewässer negativ. Die Maßnahmen, die am Moment am Raum stehen, die geholt gehen, aus dem Nährstoffmanagement, Reduktionsprogramme, auch noch eng zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Und ich fand das wichtig, dass man das betonen, und auch selber gesagt, Lösungen just mit der Landwirtschaft zusammenzufahren, nicht gehen zu. Wir bewegen uns hier auch auf europäischem Niveau im Kader vom Green Deal, von der Farm-to-Fork-Strategie. Es gehen die europäischen Zölle, die Lützeburg angerichtet wird, was die Gesamtmenge von angesandten Pestiziden angeht. Da leidet Lützeburg schon unter dem Richtwert 2030. Und auch bei den Pestiziden, die besonders gefährlich sind, das ist eine andere Statistik, leidet Lützeburg auch unter dem Richtwert, der für 2030 vorgehen ist. Das zwar, ich gehe zu, das kein direkter Mooswert, mit das aber ein Indikator, dass wir an dem Bereich ganz viel schaffen. Was sind so Lösungen, wenn in den Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft sich, was sind möglich schwer? Also ich meine, dass es ganz wichtig ist, und dazu mir immer als CSV, und ich meine, auch dort d'accord ist, das ganze Beratungssystem, das ganze Sensibilisierungssystem, auch das System von Hilfen zu Alternativen. Was sind die Alternativen, die am Raum stehen? Dann aber auch die Projekte, wo den Bauern ihr Arbeit bewusst und gezielt valorisiert wird. Also zum Beispiel den Kern vom See oder genannt, du hast ja ein Filial, ich meine, wenn sie nennen, beim Jean-Marie aufgebaut, hier eben genau um die tote Kern zu verschaffen. Das ist für Bauern enorm wichtig, dass sie wissen, wann sie Kerne produzieren in der nurhaltischen Umständen, wohin gehen sie nur, aber was für ein Filial können sie gebraucht gehen. Hier ist den tote Fall, das ist wirklich ein das ist ein Hoffnungsfall, dass du, wo ein gewisse gibt, ein Filial abzubauen, wo es der nur kann verbrauchen, als Handel der entscheidend für die Bauern, für keine Sachen, hier Produkte zu verschaffen. Wir wissen auch, dass Kulturen wie Apple oder wie Grumpren, die stehen oft auf Wasserschutzgebieten an. Ich meine, dass man es sind, oder ich gesehen zumindest nicht, wie man soll von einem darauf den anderen, den betreffenden U-Bauer, also die Bauern, das du verbieten, mit du hast eben eine gemeinsame Face-out als den entscheidenden Punkt. Den dritten Punkt, den ich wollte erwähnen, also von den Kategorien und denen wir konkret Maßnahmen greifen, ist Renaturierung und Gewässerstruktur, weil ich schon gerade für du gesagt habe, mir viel verbaute Flüsse und ob ein ganz schlecht Durchgängigkeit, vieles bleibt auf dichtem Terrain hängen, an dichtem Wasser hängen. Die Maßnahmen, und die sind auch konkret sichtbar am Land, an der Stadt, aber auf viele Plätze am Land gesagt, dass die Renaturierung von also Flüssen, wir holen beseitigen Barrieren, die eben Flüsse bremsen oder ausbremsen, und wir probieren natürlich Flüsse oder Gewässer wieder zurückzustellen. Die Projekte sind technisch komplex, das muss man auch dabei wissen, da brauchen Zeit auf Flash. Und oft sind Proprietätsverhältnisse das, was du am meisten bremsen, weil eben nicht einfach als immer all die Proprietäten zu haben, die ihr braucht für ihre Flüsse, um zu renaturieren. Die vierte Kategorie als Grundwasser- und Trinkwasserschutz. Ich gesehen, dass man am Beiselo direkt schon ganz aufmerksam ist, weil ein Trinkwasser ist eben etwas, von der ich von hier weiß, dass das ein Thema ist, was ich da gelehrt habe. Belastung durch Pestizide an die lasten, das heißt Chlor, auch das oder gesagt, dann ich kann doch am Konstant Chlor unterstreichen. Wir haben eben tatsächlich die Schutzgebiete, das Monitoring, auch mich die strengen Kontrollen. Das Resultat ist, dass man da teilweise bessere Resultate wie beim Oberflächengewässer. Was natürlich positiv ist, also was schon weiß, dass die Mesuren etwas bringen. Fünfter Bereich, den ich auch wollte erwähnen, ist das Monitoring an die Wissenschaft. Und das ist ein Thema, das wir oft an der Kommission hatten. Also wenn wir über die neuen Schadstoffe oder die Schadstoffe, die entdeckt werden, über die neue Methode PFAS, TFA und so weiter schwätzen, das haben wir oft an der Umweltkommission. Und ich gehe auch ganz recht, dass es wichtig ist, genau da genau zu gucken, genau hinzugucken, mit muss natürlich, mit dem Plan von der Regierung auf dem dortigen Niveau, auch für den Ausbau von den Moosinstrumenten und die genaue Analyse. Das Problem, klar, und ich meine, dass wir auch genau hingeguckt. Die Realität ist, wir haben das Ziel noch nicht erreicht, das ist vor.
Nach einkehr der Kontext, strukturelle Geografie, Darlaschen aus der Vergangenheit, der steigenden Druck durch mehr große Bevölkerung, die komplexe EU-Erforderungen. Ich gehe davon aus, dass wir Ziele 2027 nicht erreichen. Aber das okay beweist dafür, dass wir nicht tätig sind. Mit das eigentlich ein Beweis für die Schwierigkeit von der Aufgabe, für die Komplexität von der Aufgabe. Und dann könnt ihr die froh, leitet lo mangelnde politische Willen. Das meine ich lo nicht. Weil wir spielen hier aber in einem ganz komplexen Zusammenspiel von Landwirtschaft, von den Gemengen, Haushaltern, von der Industrie, alle guten drohen sie die Verantwortung, und das nicht einfach da zu koordinieren. Ich meine, die wissen es selber, ne? Weil die werden der Regierungsverantwortung und hat eben gerade auch den heutigen Plan oder den Wirtschaftsplan mit ausgeschafft. Viele Maßnahmen brauchen wirklich lange Jahre. Die Umsetzung lebt genau lo. Und ich meine, dass wir sollten auf dem Dote Velo weiterfahren. Und ich weiß auch, dass der Minister da ganz ambitiös ist, für den Dote Velo weiterzugehen. Wir wollen also hier am Namen von der CSV will ich einfach so, also ein klar realistische Analyse von der Situation, die Umsetzung klar betonen, was der Mensch alles lebt, Kooperation eigentlich auch gesehen, die muss passieren an dem ganzen Netzwerk, die komplex ist, und dann noch die nachhaltige Wirkung zu erreichen. Ich meine, das klar ist, dass wir vom Constat hier total recht gehen und dass wir zusammen schaffen und einer realer Verbesserung von der Situation. Sie ist komplex und ich meine, sie braucht auch unter anderem die politische Willen. Und ich will unterstreichen, dass mir überzeugt sind, dass das am Ministerium wirklich der Fall ist. Und ich will dafür am Namen von der CSV-Fraktion so, dass wir auf die Verantwortung und die Umsetzung und auch auf langfristige Resultate setzen. Merci.